Servus, Peace und herzlich willkommen zu Radio Sloschnia Kompania. Ihr hört www.rassig.de. Mein Name ist Sensi. In der ganzen Welt kann man es hören. Das Programm des Radiosenders Rassig. Seit bereits 3 Jahren sendet eine Handvoll junger Menschen aus der Domstadt Speyer ein buntes Musikprogramm. Radio Rassig, ein erfolgreiches Projekt des Speyerer Medienvereins Scram. Und jeder, der einen PC und einen schnellen Internetzugang besitzt, kann den Hip-Hop-Mix empfangen. Also zuerst war es ja nur Russisch. Also da haben wir auch Russisch moderiert und die ganze Zeit gelabert, nur russische Musik aufgelegt. Mit der Zeit kam auch Deutsch dazu, weil wir haben einfach gemerkt, wir müssen auch hier die Jugendlichen in Deutschland ansprechen. Und deswegen haben wir uns da auch Hip-Hop, Underground-Hip-Hop ausgesucht und zu uns sind ja auch Deutsche gekommen, Einheimische. Und die haben uns auch gefragt, ob sie da mitmachen dürfen. Wir haben ja klar gesagt, natürlich. Weil wir wollen einfach Deutsch-Russisch zusammenbringen. Also angefangen hat natürlich Russisch, dann hat es Deutsch-Russisch, aber wir sind natürlich jetzt auch so weit, dass wir auch international machen. Wir lassen auch französisches Hip-Hop laufen, wir haben auch spanisches, wir haben auch schon türkische R&B oder so. Also wir sind da nicht, also wir wollen nicht begrenzt sein, wir wollen gucken, dass es mehr wirklich international wird. Die Mediengesellschaft Scram bietet jedoch mehr Möglichkeiten als nur die Gelegenheit, ein Radioprogramm zu gestalten. Also die Projekte, die Scram anbietet, hängen unmittelbar damit zusammen, was mit dem Internet möglich ist. Das sind Webmagazine natürlich, dort schreiben Leute verschiedene Themen. Ein weiterer Bereich ist Internetradio. Das ist auch ein Medium, was man über Internet sehr einfach, sehr günstig machen kann. Da bieten wir also mehrere Radioplattformen an. Es gibt Leute, die gerne fotografieren, die eben Digitalfotografie betreiben. Jetzt auch klassische Fotografie mit richtigem Fotolabor und so weiter. Das ist jetzt ganz neu. Und was wir auch als Projekt jetzt ganz neu haben, das ist ein bisschen aus den Radioprojekten hervorgegangen, das ist ein Recording-Projekt. Da nutzen wir einfach die Studiotechnik, die wir zum Radio machen haben, um eigene Musik aufzunehmen. Let it go, let it flow, righteous people, use the herb, grow the herb, whoa, government people, free the herb, legalize it now, righteous people, smoke the herb, grow the herb, whoa, government people, free the herb, legalize it now. Ce soir, on fête la défaite de tous les aigris. Scram e.V., ein multikultureller Mix und der Kampf für Integration und gegen Vorurteile. Es hockt eine Randgruppe da, macht Radau, trinkt Bier, lässt die Flaschen da oder verprügeln einen und dann heißt es wieder die Russlandsdeutsche. Alle werden in einen Topf geschmissen, aber das stimmt nicht. Es gibt von jeder Sorte diese Randgruppen, die irgendwas anstellen, aber man sollte nicht alle in einen Topf werfen. Und gegen solche Vorurteile kämpfen wir eigentlich. Wir wollen das Klischee einfach von Russlandsdeutschen verbessern hier in Deutschland. Wir leben hier in diesem Land und wir müssen uns auch an diese Kultur anpassen und es geht nur durch Integration. Wir können uns nicht einfach in der Ecke irgendwo verkriechen und sagen, ich will jetzt damit nichts zu tun haben. Da muss man was tun und deswegen sind wir auch heute hier und machen Integration in Radio Rassig. Da mal gucken, was ihr zu berichten habt. Hey Debbie, alles klar? Oh, bonjour, ça va? Oh, bonjour! Oh la la, Debbie! Alles klar bei euch? Ja, Chica, wie geht's dir? Danke, gut. Auch hier in Frankreich. Schönes Wetter. Alles klar hier. So sendet die Gruppe um Radio Rassig und Scram weiter. Und es ist wieder die Musik, die die Grenzen zwischen den Kulturen überwindet. Und denken, dass es besser ist, seine Zeit sinnvoll so verbringen. Also schalt mal ein, Radio Rassig.